Guten Morgen til alle. Jeg til alle hjertelig velkommen til deze verzameling hier. En ik mag dat God ons mag begleiten, hier aanleiden. Ons ook nog harten schenken, dat we mogen kijken wat God ons leren wil. En zoals je weet, we hebben aangevangen naar de Bijbelpredigt te kijken. Wat we zijn nog in Matthäus 5. We weten dat andere evangelisten daar reden ook van, dat hij jenken, hij predigt. Maar nee, deze Bijbelpredigt hebben we niet alle van Matthäus. En wanneer we daar de andere evangelium kijken, dan waren we dat vielleicht niet zo sehr aanscheren. Maar immerhin, ik denk, du hast genoeg tijd daar gewerkt, dat jeder einer zich die alle evangelium kan überholen. En zo, van delen, veel zijn nog goed wie dat helemaal uitgescheerd, die worden geestelijk arm zijn. En van delen wordt wie dollar, die worden treurig zijn. Vielleicht würden einige sich früher nach wo, dat in so eine Phase auf einmal. Aber ich glaube, einmal betont sich dort, wenn wir ein klein bisschen dabei kicken, dann was meint ihr damit? Und deswegen wollen wir nicht so, bis überglitschen, bis schwindend durchgehen, dass wir wieder böse durch das Neue Testament kommen. Wenn Gott uns ein langes Leben schenkt, dann kommen wir vielleicht durch das Neue Testament, und wenn er nicht hat, dann haben wir wenigstens selber, was du gekommen, wo wir dann sind. Das ist in Gott, wenn wir Gott dort leiden hat. So, ans Tags erst noch einmal, Matthäus 4, Vers 1 bis 12. Und so, weil wir uns den Tags mal überlesen, dass wir mit abgefragt sind an den, aber wo wir den Vers, wo wir antasten wollen, von der bis Kapitel 4. So, weil wir uns den Tags mal überlesen. Matthäus 4, Vers 1. Als Jesus all diese Menschen sah, ging er ab den Bäumen ab und sah sich dohl, und seine Jünger sammeln sich am. En hij fängt an te leren en zegt, seilig zijn die im Jes arm zijn, wils aan die hier dat Himmelrijk. Seilig zijn die treurig zijn, wenn sie sollen getröst worden. Seilig zijn die sanftmütig zijn, wils sie sollen die Welt erben. Seilig zijn die in Hunger und Durst eine Gerechtigkeit haben, wils sie sollen satt worden. Seilig zijn die mit anderen Mitleid haben, wils mit dem Wort Gott Mitleid haben. Seilig sind die in Reinheit Hort haben, wils die sollen Gott sein. Seilig sind die durch Frieden merken, die wollen Gott seine Kinder halten. Seilig sind die um Gerechtigkeit wollen verfolgt worden, wils das Himmelreich erst ehrt. Seilig sind die, wenn die Menschen am Mind holen, über jent schallen, jent verfolgen, und jent allerhand Schlechtes nur reden, wenn dort nicht so ist. Fred jenen sieht heiß Frau, da wird ihnen Himmel Gott belohnt worden. Wils gerut so haben sie die Propheten verfolgt, die verjähnt wir. Aber so wird uns Tags. Weil wir mit dem Gebet anfangen. Lassen wir euch davor, wir kommen hier verdienen, wir danken dir für diesen Morgen. Und Herr, musst du uns alle sehen, mit dem Wort, musst du uns unsere Worte aufmerken, und uns Verständnis, dass wir das begreifen können. Und ganz besonders musst du mit dem Geist wirken, wenn es bloß die wird hören, dat allein, dat weet wie dat helpt ons niet. Maar mocht ons dat diep te harten gaan, en mocht die Geest diep in ons schaffen, en ons bewegen, en ons doorhanstellen, waar die ons aan was. Himmlischer Vater, mocht dat woord uitreichen, wo die dat gereed has, mocht dat alle in ons doen, en dat die naam door daar verherrlicht wordt. In Jezus die naam beten we dat. Amen. So, wenn wir hier kijken doen, we weten dat veel zijn nog, dan schiet we dollar dat aan. Wir haben jetzt arm sind, wir haben dort noch eingetast. Ich denke, dort redet von Menschen, die du nicht Vertrauen auf selbst haben. Die werden nicht, was Gott in sich selbst finden. Wenn die vor Gott kommen, die kommen ganz laarig. Die haben Gott nicht fertig machen. Die kommen pracher arm. Und die kommen vor Gott, dass das Tasklag da. Die pracher was um genug. Dat is geestelijk arm zijn. Dat is, ik kan niet te beiden. God die heeft alles. Van daarom willen we ons dit aankijken, wat dat is, die treurig zijn. Want hij zegt, seilig zijn die treurig zijn, wens aan zal getröst worden. Van wat voor treurig redt hij hier? Wens mensen kunnen over verschillende wegen treurig zijn, en die kunnen wegen de aardige oorzaak treurig zijn. Ik weet niet, of je mal over gedacht hebt. We hebben dat
Am Anfang, wenn wir Jesus in der Predigten kijken, und er ging und er sagt, dat Büsse in Geloof an das Evangelium, und der wahre Büsse, wenn je dat nicht ganz klar ist, was wir dann gehört haben, kann je trägen und das kann je dort ewig kijken. Was ist die wahre Büsse? Wenn du noch eine falsche Büsse, du hast noch, wie kann noch, wenn eine anrechte Ursache traurig sein, und dat führt zum Tod. Und das was Paulus uns hier sagt, klar sein, in 2. Korinther 7, Vers 8. Du hast noch eine anrechte Ursache, traurig zu sein. Und traurig zu sein, so ist zum Beispiel, ich sehe traurig, wenn ich mein Weg uitgekommen ist. Oder ich sehe traurig, wenn die Menschen mich nicht alle loben. Oder ich sehe traurig, wenn ich nicht mein Weg, ja, ich habe mich verstanden. Das ist ein Welt der Trauer, und Paulus sagt, das führt zum Tod. Aber die jäsliche Trauer, die wird von Gott wirkt, das ist was anderes. Und das ist von was Jesus hier redet. Wir wollen nicht in falschen Trauer hier loben. Wir wollen nicht das, wenn ein Mensch falsch traurig ist, wenn ein Mensch lügt, der soll eine Pity-Party für ihn mitreiten. Wo würde ich das mal sagen? Das will ich sagen, glaub mir. Wenn Menschen können sich noch falsch abstahlen, dass wenn sie traurig sind, wenn sie lügen sollen, wir kommen und bejammern. Das ist nicht von den Trauer, was Jesus hier redet. Weil wir uns mal checken, was meint Paulus hier so? Was meint er hier? 2. Korinther 7, Vers 8, er sagt, wenn ich durch meinen Brief traurig gemerkt habe, ist mir das doch nicht leid, dass ich den geschrieben habe. Ich will hier ein kleines bisschen anhalten. Was wir dort, was Paulus getan hat, der hat die Korinther in seinem hohen Brief geschrieben, wenn sie geduldig werden mit Sinn, wenn sie Sinn tolerating deuten in ihre Kirche. Wenn sie dort hochleiten, sie wollen, ich weiß nicht, was die Ursache ist, aber sie werden downtig, sie werden schadlich, du immer. Und so Paulus, der schrift in seinem hohen Brief, und der in seinem Hort vermohnt, und der hat in seinem traurig gemerkt. Und lass mich den Vers noch einmal von Anfang an lesen. Bis, wir wollten, dass die 1. Korinther, du hast in seinem Hort vermohnt, nicht bis wegen einer Slave, aber wegen den Teil. Und ich glaube, die selbe Vermutung, was wir in 1. Korinther fingen, die traf uns auch alle. Wir sind auch alle im Teil gepflegt, dass wir mit dem Sinn in uns nach haben, was in 1. Korinther erwähnt wird. Erstens sehen wir dort, dass die Korinther streithaftig werden. Sie werden untereinander, sie haben Streiterien. Und eine von den Streiterien wird das, der erhoben sich mit Menschen. Der erhoben sich mit einer, der hofft Paulus fern, und das, ich sehe Paulus in der Seite, und der andere, der wie Apollos, und der andere wie mit Petrus, und das dort haben die ihre Favorite von den Menschen. Und Paulus sagt, wer ist Paulus? Oder wer ist Apollos? Weil das selbe traf uns von der ersten Tag, uns auch zu vermuten. Du sind Menschen von der ersten Tag, die erheben sich nu auch mit Menschen. Du sind Menschen, die sich nu erheben, die mit Männer Simon. Und die sind ganz berufen mit Mennoniten sein. Die anderen, die erheben sich mit John Calvin, die sind ganz berufen mit John Calvin. Und die haben all diese, wo würde ich das mal sagen, all diese Rockstars von Glauben, wo wir dann mal sagen. Und die erheben sich mit dem, Paulus sagt, wer sind die? Und ich denke, dass John Wesley, was das geschrieben hat, er sagt, es steht, Lut mich sterben, und Lut mich nur mit mir Tub sterben. Und Lut Jesus sie nur allein im Denk geholt worden. Wenn ich sage, es steht, wer ist Luther? Oder wer ist Calvin? Oder wer sind all die, dass die nicht wollen mit dir erheben? Krijgt denzelfde Trouble habe ich. Dat is een van de Trouble wat de Korinther hadden. Maar die hadden nog meer. Paulus erwähnte een naar een ander. Dat is schändliche Anmoral among de Korinther. Dat is schändliche Anmoral. En Paulus, der zegt dat zo het is. En dat is wat we van jou niet maken. We maken dat zo zijn zoals het is. En wat doen we dan? Dan doen we wem wij. En dan doen we wem wij. Maar zal ons dat wij doen, dan we wem wij gaan wij doen. Soll wie bloß uitgaan am sein wem weiter doen? No, dat is niet wat Paulus hier sagt. Hij zegt, niet dat Leute dat ik in wij doen, maar niet dat Leute dat ik den Brief geschreven heb. Nu wel we nog eenmaal een klein beetje dieper aankijken. Hij zegt, wanneer ik durch mijn Brief treurig gemerkt heb, is mir dat toch niet leid, dat ik den geschreven heb. Mir is dat niet leid dat ik den geschreven heb.
wann mir dort auch Leute deut, dort ich günt durch meinen Brief für ein Stoutje Weie doen hat. Doch, nu fragt mich, kijk mal. Nu fragt mich, wenn's wann wir unsere Kinder bestrufen, dann do wir dort mit Freude oder do wir dort mit Weide. Wie sagen noch so das? Mir dort Wei, günt strufen, mir dort Leute, die günt strufen macht. Aber nu fragt mich, wenn's der struft, der hat günt beliert. Der Struf, der hat günt liert Ordnung zu haben. Der Struf, der hat was Gutes und günt tun. Du willst erst mir das nicht leid, dass ich günt bestruft habe. Das habe ich mit Fried gewesen, zu unsere Kinder sein. Das soll gesagt Gott zu uns. Und Paulus sagt es das, noch nie fragt mich, nicht darüber, dass ich ihn Trübe verursacht habe. Ich würde nicht sagen, nicht darüber, dass ich strufen muss, aber darüber, dass du durch dein Leben änderst. Dadurch, dass dein Leben geändert hat, das wird mich verändert. Nicht, dass ich ihn strufen muss, aber dass die dadurch geändert haben. Er sagt, dass wir ein Trübe von Gott sind, dass wir ein Trübe nur Gott sehen wollen. Das Trübe, der ist nur Gott sehen will, und das ist von was Jesus hier redet. Selig sind die trürig sind, wenn sie sollen getröst werden. Und so habt ihr dadurch keinen Schulden gekriegt. Der Trübe, der was Gott wirkt, das ist nicht im Schulden. Der braucht uns du, der braucht uns in diesen Peter, der braucht uns zu nichts. Aber der hat uns nicht im Schulden, sagt er. Wenn es dort merkt uns zu anderen Menschen. Wir würden sagen, wenn wir Christen sind, wenn wir wirklich wahre geborene Christen sind, dann hat Gott alles, was wir vorher wären, zu feine Grüße gebracht. Dass du nicht mehr zu sein wird, und er hat uns frisch geformt, als nie gefasst. Wer wird alle damit einverstanden sein? Das, wer wie ihr schweren, das ist alle zu feine Grüße gebracht. Und das Salz, diesen Salz, wo ich den Spiegel sehen kann, das ist alle weh. Und das, was Gott nie gemerkt hat, das ist dort nie. Er sagt, Trübe, die von Gott aus wirkt ein Umkehren, wodurch wir selig werden. Die Trübe wird von Gott aus. Und dort wird keinen Leute über die Welt der Trübe wirkt den Tod. Die Welt der Trübe, das ist ein ganz anderer Trübe. Die Welt der Trübe lädt eine Bejahung sein. Die Welt der Trübe, die will immer haben, oh, die tun sich durch ein Victim. Das ist immer bis den so tun seine Schuld. Und du wegen sich in dieser Lehre, oder das ist Jan seine Schuld. Und du wegen mag ich das hier alle durchgehen. Weißt du was, wir wollen für keinen Pity Party abstellen. Weißt du, was ein Pity Party wird sein? Das, wo wir würden top kommen und uns sich bejammern. Und einer, no, wir wollen nicht. Wir wollen nicht ein Pity Party haben für eine einzige Person. Wir wollen dort looten, wenn Gott wem braucht, dann lut Gott den brechen. Und wir wollen nicht beten, dass Gott soll abhören mit dem brechen. Wir wollen lieber beten, Gott braucht den zu so eine feine Grüßbad, die den so gemerkt, dass es dir was. Das ist Gott sein Wort. Das ist die Trübe, was Gott wirkt, das wirkt in Umkehren. Aber uns bejammern, so haben wir nicht. Damit wir so klar mit sein. Wir tun uns nicht bejammern, wegen sonst ein Trübe von der Welt. Die Trübe von dieser Welt, dort ist so eine Stadt, wir besäuen uns, wie viel die Menschen von uns holen, und die Menschen holen nicht viel, so viel, als ich würde gleichen, und der reden nicht so gut über Social Media von mir, als ich würde gleichen, oh, und dann bejammer ich mich. Das wird in der Welt von der schon da herrschen hat. Der Mensch ist so viel voll von Salz. Das ist so viel voll von Salz. Und nu leert hij. En dat is allemaal goed reden van hem. Dat is allemaal bejammeren. Dat is allemaal komt Jezus on je lijn. En zijn vrouw, die werd het muur opmerken. En die zei, no. Du bist dood in zin. Der Schrift sagt, du bist dood in Sinn. Du kannst, wer du Gott sehen, der tut nicht einer. Du hast nicht was Gutes. Du bist dood geknackt. Das lesen wir in Hesekiel 37. Du bist ein Verdrehter, dood geknackt. Und das bohrt viele Menschen. Wenigstens die sind noch zu viel voll von Salz. Und das ist die Welt der Trübe. Dort ein Mensch, du wegen trürig ist, dort das so euch ist mit mir, das ist die Welt der Trübe. Und was sagt die? Die wirkt den Tod. Die Trübe wirkt den Tod. Den ewigen Tod. Aber hier wieder sagt, die von Gott gewirkt der Trübe hat, und jünt ein Verlangen in einen dringenden Iver gewirkt, jene Aschel zu beweisen. Ich habe mal, was die haben getan. Die von Gott gewirkt der Trübe hat, und jünt ein Verlangen in einen dringenden Iver gewirkt.
Und was wird wir hier noch kein Bitte mit Paulus wird uns mit uns starten? Der hat ein Verlangen in Eva in uns gewirkt, dass wir wollen nur sein als Christus, dass wir wollen Gott alle verherrlichen. Der hat ein Eva in uns gewirkt, dass wir ewig sind, Mäden tun, wenigstens wir können nicht mehr leiden. Und der hat ein Eva in uns gewirkt, dass Gott soll der höchste König immer bleiben, wenigstens der ist. Und er sagt, jener Aschel zu beweisen, wann auch euer über den Schulden in Volk verstruft mit dabei wären, die haben in all das bewiesen, dass die in dieser Sache rein sind. Die haben das bewiesen, wenn ihnen vermummt wird, dann tun die doch was mit. Die haben das bewiesen, dass die mit Büssen, die haben das bewiesen. Was passiert ihnen? Was passiert die Korinther, als die so einen hohen Brief kriegen, die Juden in Büssen nennen? Nicht wird Angst und Bang, über wo sie glücklich sind, was werden. Sie haben einen geraden Hut für den Sinn von der Wieder. Sie deuten du was mit. Sogar, dass Paulus muss denken halten, so, nicht für jede Person. Hier in den zweiten Korintherbrief, ja nicht Titel nach Hangehen, aber heute hat nicht even sein, so, nie nehmt den Montre ab. Nie erst die genug gestruft worden. Dort nicht noch versehen. Das ist actually bloß wegen dem gewesen. Das ist actually, diesen Brief, was ich schreibe, das ist wegen dem, was der schändliche Sinn getan hat. Das hat wegen Günd. Zum Günd beprobt stellen, zum sein, ist die wirklich im Glauben sein. Das ist, woran ich den Brief schreibe, sagt er. Da will ich so sagen, wegen dem, er sagt, als ich ihn schreibe, wird das nicht wegen dem, der das Arach getan hat, und nicht wegen dem, der uns das Arach gelesen hat, aber dass die selbst in Gott seine Gegenwart vorstellen können, wo ihr je dort mit uns holen. Sie, das wir nicht wegen den ganz arigsten Menschen machen können, und den sollt ihr das sehen, und dann seid ihr nicht alle gut. No, das wir nicht mal so sagen wegen dem. Das wird dem Jünger beprobt stellen. Das wird dem beprobt stellen sein, wo ihr, seid ihr wirklich in Christus. Wenn ihr vermummt wird, wenn ihr die Kenntnis kriegen, wenn Gott dem Jünger die Kenntnis offenbaren hat, wer ihr wirklich sind, ihr ruht ihr dann da in Büsse nennen, oder wo ihr dann da. Das ist dem Jünger beprobt stellen. Deswegen machen alle Menschen das Evangelium gepredigt. Deswegen machen alle Menschen vermummt. Und du noch, was du mit das, wenn du vermummt wirst, beweist dort, dass Christus in die ist oder nicht. Hier sind zwei verschieden. Die wahre Kinder Gottes, wird noch lange nicht so leben, als sie sollen leben, aber Gott hoffen wird im Werk in der Ehe fängt, wenn sie tun viele Dinge, wenn sie nicht besser wollen. Okay? Und der wird nicht vermummt, die Juden in die Büsse hinein, die Juden, die fangen, die wird Angst über, die kriegen in Leute sein, die über. Und das beweist uns, das sind Kinder Gottes. Nou, du sind andere, die nicht Kinder Gottes sind, und die kriegen diese selbe Vermummung und die werden schändlich da, die werden furchtig du über. Und man sagt, wer bist du? Das ist eine falsche Lehre. Okay, was passiert in der Alten Testament-Zeit, wenn Gott Warnungen schickt durch Propheten? Hier trainen Gott, hier von mit deiner Aufgabe ab. Hier mal die sind weg von Gott, die haben falsche Götter, was die da tun, die trainen Gott. Und sie nennen dort falsche Propheten. Diese wahre Propheten, die kommen in Warnen deuten, die sehen Gott, was ihnen strafen. Die werden alle sterben, die werden nicht das Land rüten machen. Gott wird ihnen hier rüten und dort nennen die falsch, so wird Gott mal tun. Du wirst aber falsche Propheten, die predigen Fried, Fried, Fried. Und dort wir so viel Scheiner dort zu hören, und dann nehmen sie die an als wahre Propheten. Und die wahre Propheten nehmen sie an als falsche Propheten. Dasselbe passiert von dir. Die Menschen wollen sich nicht warnen lassen. Die nennen dort, was die Wahrheit ist, und die lesen, nennen sie Wahrheit. Und die merken, die Wahrheit, was in der Bibel ist, merken so schlag im Hirn als Abendsmehlig, bis sie ihre lesen, die können bitte am flachen. Und das ist, was passiert. Wann waren die dort an? Wann waren die dort an? In der Alten Testament-Zeit, dort die wahre Propheten wirklich wahre Propheten gewesen wären. Waren die dort erst nicht modern an, wenn die Propheten nicht lang gestorben wären? So viel Mulz. Und wenn die Dinge erst alle passierten, was die Propheten für gewarnt hatten, dann auf einmal dann mussten sie zurückkehren und sagen, wow, das stimmt, das ist gerade so rangekommen, als die dann uns all immer sehen. Dasselbe passiert von der ersten Tag.
Gott checkt von der Tag Menschen. Ich will nicht sagen, dass die Propheten und Apostel checken, das tut die nicht. Aber der checkt das Evangelium zu predigen. Da gibt je Pracher, wat haben Brot gefangen. Und die gehen sein, de andere Menschen, de andere arme Pracher, wo sie haben Brot gefangen. Die bringen diese gouden Nachricht und die kommen sich nicht selbst zu verstellen, aber die kommen Jesus zu verstellen. Das wird von der Tag getan. Aber die nahmen das falsch. Die nahmen das falsch und die würden bereit sein, die zu steinigen, wenn sie bloß können. Aber hier nicht trainen ans Thema. Das ist ein Brief, was Paulus geschrieben hat, wie ich so sage, zum bis ein einzigen Mensch mal bestrafen. Zum den einen einzigen Menschen einen Utschluss geben. Da bin ich der Hauptsache, wo er diesen Brief geschrieben hat. Das wird ihm die ganze Versammlung testen. Die ganze Kirche testen. Und nun sagt er, und die haben das bewiesen, die sind wirklich im Glauben. Die haben das bewiesen. Woran wenn sie geroden und trühen an, wenn sie deuten Büsse. Und das Büsse, das wird die näheres Leid werden. Das, was Gott gewirkt hat in Jünd, das wird die näheres Leid werden. Er sagt, und das hat uns getreust und Mut gemerkt. Wir haben so ein Anhell, als Paulus der Euereit hat mit seinem ersten Brief. Wer wird das was nah? Das habe ich mit Frieden tun. So ein Anhell, als er der Euereit hat mit dem ersten Brief. Und ich würde von der ersten Tag sagen, so ein Anhell wird wir arbeiten in den ersten Städten. Wir haben auch einen großen Anhell Euereit. Das ist so. Wir haben einen großen Anhell. Wir haben viele Menschen wollen tun. Aber weißt du Gott, mir das nicht leid. Mir der dort nicht leid, dort wie wir haben wollen tun. Wenn es bei den Worten glauben, die Worte dort eine wirkliche Treue führen, und die wollen wirklich ihr Leben ändern dadurch. Dort ja wie nicht bestimmt, wann dort passieren soll, aber Gott ist dort, wer die Macht hat, und der verwöhnt ihr, der merkt ihr den Treue, Gott gerät erst dort, wer die Menschen dazu bringt, dass die eine Büsse geroden wird, dass die eine Treue kriegen über ihre Sinn, über ihr Zustand, wo sie sind. Und dat is die Treue, wat Gott wirkt, und dat wat Himmel leid, wegen dat leidt gerutzt in dat Leben ändern. Und sagt er, nu sei wir so getrost. Dat wir, nu, er sagt, wir werden nicht nur selbstmütig, aber am dollsten freut wir uns, dass Titus so froh wird, wenn sie haben durch Titus hergeschickt, und die kann niemand so eine gute Nachricht tragen, was du getan hast in Korinth. Und wo von der Böse dieser Nähe reden, wo besorgt die nu sein, wo Zustand wirklich wird. Wow, Paulus kann sagen, was kann uns noch besser passieren als das? Das ist Gott tun, Arbeit gewesen, sie kann wirklich nicht bis Gott loben. Wow, was hat Gott bis getan? Und sagt er, du wegen erst mir das nicht leid, dass ich ihn hat redig gehabt. Du wegen uns. Wir machen abhosten, wenn wir das Evangelium verbreiten. Wir machen abhosten, dass unsere Hauptsache nicht erst bis gut schlun. Wie wollen wir ihm schlun? No, das ist nicht die Sache. Schlun der Gott. Wir machen die goldene Nachricht wieder bringen. Wir machen das, wer Gott ist. Wir machen das zu feststellen, wer das Gott ist. Wir machen das zu feststellen, was die Bibel sagt, von was wir Menschen sind. Wir können nicht den Sinn auslöten, wenn wir das zu feststellen. Und wir können das nicht. Und wir können das nicht auslöten, was so ein gerechter Gott dann nicht soll tun. Mit so einer Verbrecher, als wir sind. Und das, worum Jesus kam, dort noch die Geboten, wenn die Menschen glauben, sie haben die von Jung und immer geholt, er sagt, er hat eine Stück Hechern ab, muss ich es dann auch kein holen. Er hat den Standard von den Geboten, wie Hecher sagen. Zum sein, als sie wirklich die holen können. Und dann sagen wir, du kannst keiner nicht. Da wird du tun. Damit die Menschen sagen können, ich kann nicht. Dass die Menschen so kommen, dass die Jünger dann sagen zu Jesus, von Jesus erst den Kamel in das Nudel überbrückt. Und der Stall in der Fair, womöglich, dass erst die ihn selbst raten kann. Und dass die Jünger überrascht sind und sagen, wer kann dann überhaupt? Weil sie wie muss bei dem Punkt gekommen, wo kann ich mich bloß raten? Das ist ja allmählich. Wenn der Standard so hoch ist von Gerecht sind, wo kann ich mich bloß selbst raten? Weil Gott, Jesus sagt, das ist allmählich für ihn. Die kann nicht selbst raten. Aber Gott, wie Gott ist alles möglich. Du sagst, Jesus, der sagt, dass über so einen Kontrast aus dem Kamel in den Nudel ist. Wir aufpassen, wir uns nicht von so einer falschen Lehre verleiten, wo du sagst, weil was Jesus du meinst, der Kamel, der musst du abknäuen, ist durch eine der du in Jerusalem, der durchkrüpen, wenn's die wir mit Tolech.
sind haben einzige Predigt. Die sind physisch nach Jerusalem gefahren, die haben da eine Stadt gefunden, wo die mit so einer Rinde der assistiert, und du kannst den Kamel nicht gleich durchgehen. So, was die machen da, die machen den Kamel aufladen, und dann machen die sich da durchverreilen, den Kamel nicht, und andere sie da, laden sie die Ware ab, und dann sind sie weich. Und dann brücken die dort, und die nahmen die der Nudel, I mean, come on. Dort wird die Jünger deutlich, dort wird mehrlich. Warum würden die Jünger sagen, wer kann dann überhaupt? Wenn es dort wird mehrlich. Dort können Menschen, dann deuten die Tag für Tag. No, Jesus meint in Nudel, wo ein Twirm da steht. Du sollen Kamel durchgehen und vor dich an alle sie dritt kommen. Jesus mögt das nur allmählich verirrt. Dass die Jünger sehen, wer kann dann überhaupt? Das ist ja allmählich. Wenn der Standard so hoch ist, dann ist das allmählich. Of course, das ist allmählich. Dann hört mal ab, mit dem selbst vertrauen und geht mal bei Gott, ist das allmählich. Das ist, was Jesus der Prof zu sagen. But anyway, wir gehen hier an, um den Trüger, was von Gott wirken wird. Wir haben das gesehen, dass der Trüger, was von Gott wirken wird. Was ist das für ein Trüger? Trüger, dass wir sehen, wer wir wirklich sind. Wenn Sie das ist, was Paulus kriegt so meint, wenn er in 2. Korinther 13, Vers 5 sagt. Und ihr seht, was wir wirklich im Glauben sind. Wenn wir wirklich im Glauben sind, weißt du, was passieren in unserem Leben? Was kriegt das passieren? Was das erste passieren mit unserem Verhältnis, die sind gegenüber? Unser Beprob zu stellen, sein, dass wir wirklich im Glauben sind. Weil ich kann mal sagen, wenn wir uns, habe ich mal Predigers gehört, die kommen auf die Stage ab und sagen, hey, was fällt Ihnen alle von der? Like, das würde Anfang. Die gehen das an, dass Ihnen alle sollen Gott feilen. Das ist das letzte Ding, wo ich an zu tun sehe. Weil Ihnen feilen, du siehst nun nicht anbesorgt. Meine Frau ist, wo fühlst du die? Wo fühlst du die Sinn gegenüber? Wo fühlst du die über den Sinn, was du getan hast? Wo gleist du dich? Von dann, was du Gott kennengelernt hast, von dann, was du gesehen hast, wo ihr erreicht hast, und du liest die Bibel und du fängst du studierst das Gesetz, wo du so sind, diesen Gott gegenüber. Wo fühlst du die? Weil einige würden sagen, ich fühle mich bloß nicht so gut. Ich geht nicht. Ich geht nicht. Wo fühlst du dich über den Sinn? Wenn die so sinnig, wenn du dort sitzt, was von Sünder die bist, wo fühlst du dich darüber? Wovon gefallen hast du an den Sinn? Ich kann nicht sagen, dass du so sehr schlecht liegen. Okay, gut. Dort ist der Beweis, dass Jesus bei dir an der Arbeit ist. Dort ist der Beweis, dass die auf euch genommen aus deinem Kind. Wenn ich das bei jeder Kind. Studiert bis Hebräer 12. Das jeder sehen, was er abnimmt, der hat Strufen in sich dienen. Und das ist ein Weg, was er dort hat. Der hat Strufen in sich dienen. Ich frage nicht, wenn ich frage, wo fühlst du dich? Ich frage nicht, wo fühlst du dich über die Salz? Ich frage nicht, wo gut fühlst du dich über die Salz? Meine Frau ist das. Was passiert die, wenn die einen Spiegel besitzt und die in denselben Zeit kickst, wer Gott ist? Wie viel Salz gefallen kostet du fängt? Und wenn du dann in Erkel über die Salz kriegst, gut, dann wird Gott dafür loben. Aber dann will ich Ihnen die gute Nachricht mitteilen. Dann kick ab nicht Christus. Dann kick, weil für jedes Mal, das Abraham Kuyper geschrieben hat, für jedes Mal, was die in Salz und Spiegel besäuen, weil wir 10-mal abkicken, was Christus getan hat, wenn es für die, was die Gebrechen sind, für die, was die traurig sind, er sagt, will es am Wort getröst werden. Der Trost, der kämpft. Und der Trost, was ich Wort erst kriegt, dass ich einen Erkel ohne Sinn habe, dass ich traurig über den Sinn sehe, ist ein Trost. Dass ich einen Erkel über wo praat ich das mehr, und das ist ein Trost. Das ist ein Trost. Das ist ein Beweis, Gott läuft uns. Ich sehe nicht am zu tun, wie viel Self-Esteem ihr habt. Ich sehe nicht am zu tun, wie viel ihr von den Salz holen. Und das wird auf viele Stellen von der ersten Tag all gepredigt wird. Dass wir uns mal Salz sollen, was reden. Weil, weißt du was, das kommt euch darauf an, dass du viel zu sagen. Wir tun uns all viel zu sagen Salz leben. Er sagt, hier in 2. Korinther 13, Vers 5, er sagt, und ihr seht Salz auf ihrem Glauben stoßen.
Proef dat zelfs uit. Wat je dat niet zelfs, dat Jesus Christus in je is. Wils van nicht, dann habt ihr versagt. Und lass mir das alte Vers bis auf Englisch lesen, in der LSB. Bis dass wir ein doppeltes Verständnis kriegen von diesem Vers. Er sagt, test yourself and see if you are in the faith. Examine yourself. Und ihr seht mal, was geht mit deinem Leben an? Und krijgt das, was ich al erwähnt habe. Und ihr seht mal, was geht da an, wenn ich an Sinn denke? Was geht da an, wenn ich meine Sinn besäue? Was geht da an? Und wenn ich einen Erkel überkriege, ich kann die Sinn nicht leiden, weil praise God. Praise God. Das ist ein Werk von Gott, was er in ihn wirken, das ist die unser Segen, was Paulus sagt, was wir uns merken sollen. Er sagt nicht, unser Segen soll sein, dass wir perfekt sind. Er sagt, unser Segen soll sein, was geht in ihn an, dass wir im Glauben sind. Examine yourself, or do you not recognize about yourself that Jesus Christ is in you? Meint ihr das gleich, dass Jesus Christus in ihn ist? Und wenn wir das verstehen können, was Jesus Christus tut, wenn er in uns ist, der kriegt das. Der bringt uns bei den Trüher, bei den Gott sein Trüher, der bringt uns bei da, wo wir Büße tun über den Sinn, der bringt uns bei da, wo er uns Dollar so merkt, dass sie ihnen sehen. Er bringt uns dort, wie wenn wir von dieser Welt holen und mehr von Gott. Er bringt uns bei da, dort wir ein geradenen Verlangen haben, Gott zu leben. Ich würde, wie kann er nicht perfekt leben? Wie kann ich? Wegen sit verfallene Fleisch und Blut, kann das nu noch nicht tun. Aber er wird uns nie einen Körper geben, und da wo wir am so loben können, als das gesehen, da wo wir am Tag nach, wenn wir können Tag nach dann, aber dann haben wir ohne eng einmal wirklich loben. Mit nie einen Körper, mit einem verherrlichten Körper, mit einem verherrlichten Sein, mit Kraft, dass er uns dann bekleiden hat, mit seiner Kraft. Dann wo wir am so loben können, da wo wir am so leben können, dann sie können Versicherung mehr. Aber nie an dieser Kant Himmel. De vrouw moet wie ons vrouwen. Wat van verlangen als du dat ik wel God dollar loven? Wat van verlangen als du dat ik wel dollar God leven? Ik kan niet, ik kom zo kort. Maar wat van verlangen als du dat ik dat moet beter merk? Want wenn du een verlangen als ik wel beter. Dat is een tegen Jezus Christus is in je. Dat is du. Dat is de tegen. En dit is de tegen dat we weniger van onszelf holen en we wel meer van God holen. Dat is de teken. En wanneer we mensen in deze wereld zijn, wat zo schaftig rumgaan en zo tevreden zijn met zichzelf, we ons nervös met die meten, wegen dat ze falsche schaftig zijn. We gaan rum schaftig zijn, niet wegen wer we zijn, maar we gaan rum schaftig zijn wegen wer Christus is. En daar heeft ons geläuft. En daar wil zich ons te leven, hij de wereld in grond leert. Dat is het evangelium. Dat is de gouden nodig. Dat het we zien in je dag, wanneer het onze je dag zal zijn, wanneer wordt we bij op zijn je dag gekomen zijn. So hij zegt, selig zijn die treurig zijn, weil ze am woord getreust worden. Die plottische zegt, an soll getreust worden, aber die woord getreust worden. Die woord getreust worden. We kunnen al hier bij hier al vele Beispiele zijn, waar die getreust worden. Dat is een Beispiel. Die Jünger en al Jezus in een opvallen, wat treurig werden dat die Jezus hadden gekriegt. Wat treurig werden die. En hoopt niet eens waar. Hoort wat ze doen, die wordt Jeruzalem raden, die wordt aankomen raden, dat we erkenning zijn, dat is niet een graf, dat is dood. Dat is treurig. Niet zo'n hoop niet alle. Aber in Matthäus 24, Vers 8, wat deed treurig? Treurig dreht sich in Freiheit. Zie, de Welt schaftig zijn wir, wenn sie Jesus dood gemerkt hat. Dann haben sie wel gekriegt. Aber die Welt, ihre Freiheit verwandelt sich in Trüger, wenn sie doch nicht gewonnen haben ab ihn. Und die trüge Menschen, Gott seine Kinder, da Trügen verwandelt sich in schaftig sein, wenn sie wie ein Surprise verehren. Kijk mal, wir uns das mal lesen. Jesus ist im Grab. Die sind nur Fall, das ist Matthäus 21, Vers 8, weil du musst eine Vers lesen. Die zijn zo treurig dat haar dood is. En Jezus had het al versproken. Selig zijn die dat treurig zijn wegen am woord getreust worden. Ze kunnen dat hier al speren. Euer Pinksteren kunnen ze dat al speren. Dan zeg ik, dan gingen ze schwind vom Graf uit. Wo werden ze? Wat wird passiert? Ze komen in den Graf en ze vinden de Graf leerig. En wat afwel, wat gaat on? Wo haben die den geloten? En de Engel zijn en das abgestoßen. Die Engel zijn en das abgestoßen. Dann gingen sie schwind vom Graf weg mit Furcht und große Freiheit.
En dan randen naar zijn Jünger en zeiden aan dort. Wauw. Jammer. Sie werden so traurig und sie kommen so traurig in den Grab. Wir wollen in sein, wir wollen noch das Letzte, was wir können tun an anderen Gläubigen. Herr. Mit den Sein kommen sie in den Grab. Der erste Surprise und der erste Schreck, lebt er. Das ist für uns als Christen, der lebt. Der ist wie Gott rechte Hand. Die Trühe, wo du erst, dat der helfen muss für uns sterben, dat der helfen muss so jammerlich lieben für uns, das bringt uns ein Trühe. Ich weiß das. Ich weiß das ist, wenn wir kicken, was der tun von uns, als das hier nicht mehr gut, dass wir nicht Trühe erkennen sein. So soll er, der helfen muss lieben, wegen unserer Sinn. Aber nu, als er abgestunden, und wir wollen mit dit getreust, der ist abgestunden, der ist nicht immer tot. Und der sagt, wie Gott rechte Hand, und der steht für uns an, was alles verspielt schien. Da scheint sich alles verspielt. Das Jesus seine Jünger, da scheint sich so, wie alles verloren. Steht er ab. Als die König, aber alle Königs, und du kannst keiner mal was mit denen anfangen. Und wir sind ab der Gewinner sieht. Getreust worden. Kann ich hören, was das meint? Die wurden getreust worden. Apostelgeschichte 12, Vers 1. Hier sehen wir dort den Aufschnitt von wo die ganze Gemeinde Tubkamp in Bett für Petrus wegen der Hand den Eierstab. Und der Hand geruht, der Hand geruht ist der Johannes sein Bruder Jakobus mit dem Schwert angebracht. Und als Herodes das mag, das gefällt dort. Die gottlose Menschen gefällt dort, dass diese unnutzbare Christen, dass die bis mal sagen, dass sie schon, weil die trübeln die uns bis immer. Die merken die uns bis immer anmutig, die loben die uns nervös nicht. Und die holen uns bis immer fair besinnlich wie sind. Und die wollen bis immer von Gott reden. Like, das ist mir so alt. Weil wir die bis mal aufschaffen. Und die tun auch. Und die wollen wieder gehen damit. Und dann sage ich, Leute, Petrus anstoppen, dat zijn mehrere Vers door. Aber dann ist der Engel Petrus der Rütleiden dort. Petrus, der weiß nicht mal, dass das ein Traum ist. Aber der Engel lädt in der Rüt. Und als er zu sich selbst kam, dass der Engel an mich verlässt, dann ist er all abgegossen, am Weg, ne, du, wo der alle Top kommt. Aber was wird danach? Diese, wo der Top kommen, Tag und Nacht, die sind in der Nacht im Gebet. Die fahren sich nicht aus der Dollar, die sind traurig, wo wird das rannehmen. Die sind alle Top im Gebet. Und glaub je, zong der Leute an happy, go lucky Leute? No. Die sind bedreckt, die sind traurig. Und wo dreht sich das Trühe in Freiheit? Wo dreht sich das Trühe, dass der Mensch nicht mehr glauben kann? Wenn Petrus anputtet in der 90 Jahre, da sage ich, hey, Petrus, put das an. No, das ist die Böse. Das ist die Böse. No, die put das an. Petrus bluff. Wieder bei einem anputten und was passiert? Sie erschrecken sich alle. Aber das wie so ein Schreck war das zu Frieden. Das gibt eine Frieden. Die Trühe, wo wir in sein Top gekommen wären, da hat ihm Gott getan, da hat er euch gespart zum Beten. Und du wirst gedacht, was das? Die Trühe muss einmal an uns wirken. Wann beten wir? Wann wo wir gedreven Top zu kommen? Wann ist das Werk, was Gott in uns wirken hat, dass wir wirklich mal Top kommen und in Angst mal beten? Das war mir mal Angst war. Wenn wir mal traurig sind, wenn was Großes passiert. Weil Gott sei Dank, das Trühe, was Gott wirken hat, dass der kennt den Lut, der hat was gewirkt in uns. Und der Glauben gewirkt hat, kriegt das. Wenn diese Nacht, was sie alle top werden, wenn Petrus nicht im Gefängnis gewesen wird, wenn sie top gewesen sind, wenn sie gebetet haben? Ich nehme an, nicht. So, dass Petrus nur im Gefängnis wird ihm Golden. Wenn Gott wollte was wiesen. Wir wollen, dass Lothar, wenn Gott Petrus hier schwach nimmt, er nimmt ihn eben einen grausamen Weg, menschlich zu sein Weg. Aber damit, dass Gott sich verherrlichen, zum Wiesen, was er von diesen Petrus, was erstlich Jesus verliebt von eine Diensten im Jahr, den Petrus, der wird so brauch, wenn Leute sich nach über Kopf kriechen. So brauch wird er.
En loof God dafür, en dank dafür, dat hij die gelegenheid in had voor Jezus te leiden. Wat hat er dazu gebracht? Das Leben auf dieser Welt hat er dazu gebracht, dass er schließlich ein bisschen Haus wollte. Nicht am seine Hütte raten, aber anging das immer Dollar und immer Dollar an, dass Gott noch gelobt wird. Und so, das wird passiert. Wie sein dort? Der wird traurig sein. Der wird der Hoffnung sozusagen alle aus. Die werden getröst. Aber uns alle gerät der Trost. Uns alle gerät der Trost. Von all das, von traurig sein, fängt wir in Offenbarung 7, Vers 9. Uns alle gerät der Trost, wo uns trüren, bis wir ganz in eng haben. Fängt wir durch. Offenbarung 7, Vers 9. Da sage ich, aus dit immer wird, sag ich von alle Rosen, Volksstamm, sprechenden Menschen, eine Herde, die keine taulen kann, vor den Thron in dat Lamm, in witte Kleider stonden, mit Palmasten hängen. Aber wir wollen Gott beschuldigen, dass er sich nicht wem gewählt hat, zum Raten, weil wir Himmel kicken. Aber wir sagen, Gott, du hast das nicht recht getan. Wo wirst du bloß was wählen und was nicht? Well, guck mal, wofür hat er sich gewählt? Das soll uns viel Dollar entstehen merken, dass Gott überhaupt wem gewählt hat. Lass mich den Vers noch einmal lesen, dass wir das verstehen können. Was das meint. Der wird traurig sein. Die werden getröstet werden. Aus dem immer wird sage ich von allen Rassen, Volksstamm, Sprachen und Menschen, eine Herde, die keiner teilen können, vor den Thron, wie das Lamm in witte Kleider stehen, mit Palmasten hängen. Und die schrien mit lauter Stimme, unsere Rettung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, und von das Lamm. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die Feiertieren. Da schmeuten sich durch mit ihr Kopf, ab ihr und beten Gott an und sehen Amen. Sehen in Herrlichkeit, in Weisheit, in Dank, in ihr, in Kraft, in Gewalt, gehiert unseren Gott, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann antwortet einer von den Ältesten und sagte mir, wer sind diese, die in der witte Kleider, und von wo kommen die? Und dann sagte ich zu ihm, Herr, das weißt du. Dann sagt er zu mir, das sind die, die aus der großen Verfolgung kommen. Ja, Himmel, das sind die, die leiden, das sind die, die, Himmel. Jesus sagt, wir seilig sind die traurig sind, die getröstet werden. Er sagt, das sind die, die aus der großen Verfolgung kommen. Die haben ihre Kleider im Blut vom Lamm klar wird gewaschen. Und was meint das? Han sei sich so euer Straßen, han sei sich wurden top abgestellt und han sei du Jesus in Blut neue gegoten und han sei du neue gekropen und han, als das wird von was das hier redet. No, das redet hier von, dass Christus seine Gerechtigkeit erst überend gekommen. Sei han, Hoffnung erst einzig ab Christus gewesen. Hoffnung erst nicht ab ein miserabel Geleu gewesen. Hoffnung erst nicht ab was gewesen, was sie selbst an können. So weit wie in Matthäus 7, Vers 22, dort die Hoffnung, was sie selbst getan haben, dort erst alle nicht. Er hat gesagt, ja, für das hastig, wenn er sagt, unsere Gerechtigkeit ist Schmutzkadern für Gott. Das ist das Konstantierende. Hoffnung erst ab Christus und Christus allein. Ans Körper fangen sie an zu verfolgen, ans Körper fangen sie an zu verfolgen, ans fangen sie an schlecht zu reden, ans fangen sie alle schlechte Dinge an zu tun. Dort, wenn wir tun wollen, kicken wir unsere Hoffnung alle, aber no, unsere Hoffnung erst ab Christus und dann, wo mir das geht. Das ist von was das hier redet. Die haben ihre Kleider im Blut vom Lamm klar wird gewaschen. Wenn das sagt klar wird, du wirst nicht was Plag gemacht, wenn das der Reine sind dort. Das ist was er meint, das der Reine sind dort. Wenn du nach Hoffnung wird, ein Bett ab Salz, ein Bett ab Christus, oder wenn er Hoffnung wird, Gott hat mir 99% raten, und ich mache nach der eine Porte, der 1% dabei, dann wird das nicht wett sein, da wird das du mörderig, da wird das du plagrig. No, das klar wird. Das ist der Reine sind dort, der reine Wort, der reine Christus, der reine Wort Christus getan hat. Er sagt, da hat er klar wird gewaschen. Und das Wort, was hier gebraucht wird, das ist einfach blinkrig, da, wo einer Schiene nicht mehr ankicken kann, so rein ganz klar. Wo einer, dort so da, dort,
Hat jemand gesehen, wenn sie mal wollen, was ganz klar besein, dann tun die dort in den Background sagen, wo das ein kleines, ich habe mal gesehen in einer Fabrik, wo sie Jets machen, dann in den Windschild und alles, wo sie 100% klar machen sind, und du hast nicht untersehen an Fehler, an der Rüten, du hast nicht untersehen. Aber dann diejenigen, die wohnt, wo die dort rechte Licht haben, wo die dort ganz dort rechte Background haben, das ist ein kleines Tippelchen, wo einer nervös wird sein kann, du hast das zu sein. Weil von so klar redet hier, von noch sehr viel klarer als dort. Klar wird gewaschen. Like, das ist nicht mank, wenn wir uns das noch einmal überlesen. Die haben ihre Kleider im Blut von der Lamm klar wird gewaschen. Nicht im Blut von ihr nicht Blut. Die haben das 100% klar wird gewaschen von Christus. Du hast nicht noch, Jesus hat das mehrlich gemerkt und niemand die noch den Part zu tun. Du hast nicht von so einem Staat. Und dann noch, wenn wir hier in sie wieder gehen, wenn ich hier nicht in der Feuer sein, und die schreien mit lauter Stimme, unsere Radung kommt von unserem Gott. Und das Lamm, der auf den Thron sitzt, unsere Radung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, und von das Lamm. Die sagen nicht, unsere Radung kommt von Gott, und das Lamm nach Eck. No. Und das klar wird gewaschen in das Lamm sein Blut. Nicht noch eine Lag von meinem Blut du mank. Wenigstens dann wird das nicht klar wird sein. Der eine Lag von meinem Blut du mank, wird das alle verdorben. Er sagt, du wie, sagt die 15. Vers, du wie sind sein für Gott seinen Thron und deinen am Tag nach in seinen Tempel und deute auf den Thron sitzt, wat mank am Wohn, soll nicht mal darschen, soll nicht mal hungern und nicht mal darschen, und du wird nicht mal die Sonne oder eine hat, am kommen. Willst dort Lamm, Madden auf den Thron, wird am Werden in eine lebende Wutterqualen leiden, und Gott wird alle Thronen von ihrer Uhren aufwaschen. Das ist der ultimate Trost, was wir haben. Das ist dort traurig sein, über unsere Sinn, was da sind. Wenn wir das hier noch nicht so reich begreifen können, Jesus hat meine Sinn betont. Wir sind immer vom Frischen untraurig über. Wir sind immer vom Frischen unbetrieben, wo ich das nicht besser merken kann. Wir sind immer vom Frischen unbedreckt, wo kann ich das nicht besser? Wir sind immer vom Frischen und da kostet uns tun, und wir rühren über unsere Sinn, über uns Kart kommen. Und das wird alles sein. Das ist der ultimate Trost, was wir haben. Die Thron von unseren Augen werden aufgewaschen. Wir wollen nicht länger dürfen über unsere Sinn trüren, die werden aufgewaschen sein. Du wirst kein Gefühl von Sinn mehr sein. Du wirst nichts mehr sein, dort uns was traurig merken. Wir wollen nicht sein, wer uns hat frei gemerkt von den Sinn. Und dort ist, so ist hier sein, die schreien mit lauter Stimme, unsere Radung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt, und von das Lamm. Und unsere Kleider sind so 100% klar wird gewaschen, mit denen sie nicht Gerechtigkeit, dass ich nichts mehr zu pochen habe mit mir selbst und keine Sorge mehr habe, wo ich das dann nicht reich merke, wenn ich sage, dass ich alles reich gemerkt. Das ist unsere Hoffnung und das ist unser Trost. Den Trauer, was wir hier bei ihr beleben, ist ein gesunder Trauer. Den Trauer, dass ich nicht zufrieden bin, wo ich Gott kann da dein, das ist ein gesunder Trauer. Weil wir uns nicht verdammen, du Weg. Weil wir Gott loben, dass heute das dort tät. Weil wir Gott loben, weil wir Gott danken dafür, dass er nicht einen großen Salzzufriedenheit in uns gegeben hat, aber dass er uns ein belohnet Hort gegeben hat, wo wir den Sinn so klar feilen können. Das ist die Trauer, was wir hier nicht beleben tun, aber wir wollen getröstet worden. Denn die Bibel versprach uns dort. Und heute, den Gott wird in uns angefangen hat, der Wort dort vorig merken. Er feiert keinmal, und er kann keinmal kart mit seinen Versprechen. Das ist das Versprechen in der Hoffnung, was wir haben, das ist eine lebende Hoffnung, was keinmal verjährt. Und die Hoffnung, die wird gerater in uns. Wann auch Trauer du mit uns erst auf die Karte kommst. Das ist, was ich für jeden einen wünschen, dass wir diese gute Nachricht, diesen Trost, was Gott selbst uns versprochen hat, dass der alle Thron wird von uns aufwaschen. Von uns Augen aufwaschen. Du wirst kein Leid sein mehr sein. Nicht mal, wenn wir zurückkicken, wo wir gewesen sind, wir werden uns dann bloß nach freuen. Wenn Gott hat uns dort gewollt, um sie nun verherrlichen, und wir werden uns dort bloß noch einmal doller freuen. Amen. Das ist die gute Nachricht. Aber du hast Bühnen.
Op de hoop wat wir in Christus haben. Und nicht eine Lag auf uns selbst. Wann wir eine Lag von uns eine Blut gewählen und das Leid haben, wo wir das ganz verdorben haben. Und du bin ich noch zwaar. Mein Blut hier auf ihr Bluten. Dat hier alle verkämpft, alle verguten, was hier bei ihr nicht eine Lag mit du annehmen. Und dass Jesus Christus sein Blut allein du für mich ansteht. Amen. Ausschließen. Ich reicht davor. Wie kommen wir für die? Wie sagt man nicht nur so bedreckt? So traurig, dass wir das nicht besser merken. Wir sind so traurig werden, dass die Wort so verspart wird. Wir sind traurig wegen unserer Sinn. Aber in den selben Zeit danken wir dir Gott, dass du uns den Trauer hast eingegeben. Wir danken dir, dass du hast uns den Ärger eingegeben für den Sinn. Und dann danken, was die Menschen von uns reden, dass uns das nicht mehr an das, dass wir lieber wollen die horchen, und die nun verherrlichen, und dort, was die Welt davon hält. Wenn es du bist, das wird. Und himmlischer Vater, ich bete, dass die auch nicht nur lassen. Dass jedes Mal, wenn wir sind, wird so deutlich geworden, dass die dann frisch das Vier muss anstecken. Dass die dann frisch muss, was immer das dann braucht, an Strufen in sich gehen. Und dass unsere Leute für die waren frisch geraten wird. Und dass wir nicht zufrieden sind mit, so wie Leuven, so wie die neuen Dellen Leuven. Dass wir immer einen geratenen Verlangen kriegen, die Dollar zu leuven. Und die Dollar zu loben, wenn es die Beste wird. Und Herr, wir fragen nicht, dass die Duwehen an uns gnädig sind, wegen was wir getan haben, oder dass wir in Sturm sind, die zu leuven. Aber wir fragen, dass die uns noch Kraft geben, die zu tun, wegen wir die best. Herr, wir kommen uns prachen für die. Wir kommen uns nicht, was wir nicht beiden haben. Und wir kommen uns Zonen, wat ganz 100% beneidigt zijn van die genood. En wir fragen, dass die muss onze kant kommen, vergeben und uns lieber gnädig sein. Und es steht rechten mit uns. Und Herr, ich bete auch für das Land, ich bete auch für die Kirchen hier an. Muss die diese humanistische Bewegung, was du so sagst, als ich angewartet habe in dieser ganzen Umgehend, wo die Menschen so viel Vertrauen auf Salz haben und wo die so hastig in euer uitbrennen, wenn die den Wort was für ihr holen. Dass die einfach sagen, einer soll still sein und einer soll nicht mehr davon sein. Mocht die auch du an der Arbeit sein, Herr. Mocht die auch wissen, wie groß die Numm ist, indem dass die Tür, wo das Herz verschlossen ist, mocht die jetzt bewegen. Und dass die all diese humanistische Bewegung musst du schon merken, in einen großen Numm merken für die, wenn du dort wissen, dass die kann ich best über alles und nicht sei. Herr, ich bete auch für die Regierung, was wir uns haben, was in das Land regieren. Und wat de velden zo zijn aan kracht mangelen, dat die kracht mangelen, en viele van die niet im Glauben zijn. Ik bid ook dat die endlich den Glauben schenken en dat die mogen die alle anerkennen als kennig über alle kennigs en dat sie mogen sich unter die Ordnung stellen. En dat sie dat mogen anerkennen dat sie dienen deiner zijn en dat die gaan en schaffen, dass die dat verlangt. Himmlischer Vater, mocht jeder einer sich beten, mocht jeder einer, so wie in Psalm 2 sein, den sehen küssen, mit Sättern und Flattern vor am Hand fallen, dass sie mochten kicken, wie groß die bist, und dass sie mochten uit Gottes Furcht das Land regieren und nicht uit ihre eigene Kraft. Himmlischer Vater, wir würden so hier um Regen beten, wir würden so hier um Genut beten, mocht die das Land sehen, und wir wollen das auch, Herr. Mocht die nicht deine Weisheit nur Regen schenken. Aber Herr, wer soll wissen, die dort fair sein? Wenn die hast immer geteilt, dass die was hier wirken in dieser Umgehung mit, dass das dreig ist, woran wird wir dann wollen gehen, die beten? Du willst beten, wie dass die dort lieber nicht dienen wollen musst tun, dass die dort lieber musst so tun, als was die dort für Gott setzt. Wegen wir wollten, dass alle Dinge tun für die Dienst am besten.
En wanneer die ons was in de tijd neemt, wo dat knop is, en dat die doel met ons kost nur aan die traten her, dan onderkan wie dat goud. Dat die dat ze stot was. En we willen niet geen dien wel beten. Maar we beten ook om genade. Hij moest die gnädig zijn, moest die niet doen strafen, als we ons dat alle verdient hebben. Moest die wegen die Schöpfung sollen. En wegen die Noms sollen wiesen, wanneer wir ook niet reich zijn, en wanneer die dan wilt wiesen, dass wir reich du bist. En wir gnädig die alles gibst, en wir die gnädig die alles schenken, dass der ohne, dat wir uns das verdient haben, mocht wir dort lieber klar haben. En Herr, dann scheidt ihn Segen uit. Wo immer die dort vergaut setzt. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.